Wie und warum habe ich Deutsch gelernt? War es schwer oder leicht für mich? Und welche Methoden habe ich verwendet? Ich lerne es immer noch. Hallo, ich heiße Tracy. Ich habe schon ein Video gemacht, das über meine Geschichte mit der französischen Sprache erzählt. Und jetzt mache ich dasselbe für die deutsche Sprache. Vielleicht sind Sie Muttersprachler oder vielleicht auch Deutschlerner. Wahrscheinlich sprechen Sie viel besser als ich. Sie werden merken, dass ich Fehler mache, so oder so. Sagen Sie mir, wie es Ihnen geht. Meine Muttersprache ist Englisch. Ich spreche auch Französisch, Deutsch und Italienisch und ich lerne Irisch oder Irisch-Gälisch. Die Sprachen sind mir sehr, sehr lieb. Als ich Schülerin war, in meiner Schule in Westaustralien konnte man nur eine Fremdsprache studieren, obwohl es Französisch und Deutsch gab. Ich war enttäuscht. Man konnte nicht wählen. Es hing davon ab, in welchem Block man war. Ich habe Französisch gemacht. Heutzutage können viele Studenten hier in Westaustralien fast keine Sprachen studieren, weil sie nicht so oft angeboten werden. Das ist schade. Wie war es für Ihnen in der Schule? Sagen Sie mir bitte, was Sie damals oder später gemacht haben. Also für mich nur Französisch in der Schule. Trotzdem hat mir eine Freundin unserer Familie ihr Buch Collins Cortana Method German gegeben, aus dem sie Deutsch gelernt hatte. Also begann ich es abends zu Hause zu studieren. Da waren keine Kassetten oder CDs. Ich konnte nur vom Buch erraten, wie es klingen sollte. In diesem Buch gab es kein IPA, nur eine Transkription in Klammern, als ob auf Englisch. Das war nicht ideal, aber die Grammatik, der Unterricht waren in diesem Buch ziemlich gut, obwohl es eher veraltet war. Wahrscheinlich habe ich immer diesen schlechten aus dem Buch gelernten Akzent. Alte Gewohnheiten lassen sich schwer überwinden. Später, in meinen 20ern, war ich mit einem Schweizer verheiratet, bevor ich John kannte. Aber sein Englisch war viel besser als mein Deutsch. Und er war schon so lange in Australien, dass er lieber Englisch sprach. Also habe ich von ihm viele Ausdrücke gelernt, aber keine echte Sprachgewandtheit. Auch bei einem Besuch in der Schweiz, wo man ganz anders spricht. Nach all diesen Jahren habe ich eigentlich bei mir einen Kassettensprachkurs für Schweizerdeutsch. Aber diese sehr schöne Sprache habe ich nie studiert. Bitte sagen Sie mir im Kommentarfeld, ob Sie Schweizerdeutsch können oder nicht. Danach habe ich ein Jahr Deutsch an der Uni gemacht und das hat mir sehr gefallen. Hier ist mein altes Lehrbuch. Wir hatten auch Sprachlabore. Viel später, in meinen 40ern, habe ich ein Semester bei der Goethe-Gesellschaft gemacht, einmal in der Woche. Sagt man eigentlich einmal in der Woche? Ja, und das war toll. Jetzt bin ich seit 31 Jahren mit John verheiratet. Zusammen und mit unserem Sohn Tim sind wir zweimal in Deutschland gewesen. Insgesamt ein Jahr. Deswegen habe ich natürlich noch viel gelernt, aber ich finde diese Sprache trotzdem sehr schwer. Wortreihenfolge, Deklinationen und so weiter. In Australien habe ich zuerst das Goethe-Zertifikat B2 und anschließend das C1 bestanden. Ich musste für diese Prüfungen sehr schwer arbeiten. Ich habe Lehrbücher verwendet, Aspekte neu. Es fällt mir nicht leicht. Zu diesem Zweck, insbesondere für Grammatikprobleme, habe ich mir die Videos von Deutsch mit Maria angesehen.
Sagen Sie mir bitte, wenn Sie möchten, dass ich ein Video über diese Prüfungen mache. Vielleicht könnte es nützlich sein, wenn Sie auch Deutsch lernen. Haben Sie sie schon gemacht? Ich möchte andere Videos auf Deutsch machen, aber bisher habe ich mich meistens auf Irisch konzentriert. Vielleicht studieren Sie auch diese Sprache. Auf Englisch bin ich Schriftstellerin und Dichterin von Beruf und ich habe manchmal deutschsprachige Dichter übersetzt, zum Beispiel Rainer Maria Rilke. If you like poetry and languages, you may like to check out that video and some of my others. Bis bald!